So spannend wie der letzte Part geendet hat, geht es jetzt auch schon weiter bei Dragon Ball Z Burst Limit. Hey Leute, na alles klar? Ja, im letzten Part haben wir die Cell-Spiele begonnen, das heißt mit dem Fight zwischen Goku und Cell. Und Goku hat eigentlich eine ganz gute Figur gemacht, finde ich zumindest, aber dann hat er einfach aufgegeben, weil er gemerkt hat, er ist schwächer als Cell. Und was macht er dann? Ja, er schickt einfach seinen Sohn ins Rennen. Und da haben wir ihn auch schon. Benutzt deinen Zorn, um deinen Geist zu befreien. Ich weiß, wie du dich fühlst, aber jetzt ist nicht die Zeit, um dich zurückzuhalten. Bitte, die Tiere. Beschütze sie. Bitte. Das war ein Fehler, Cell. Denn jetzt hast du Gohans wahren Zorn heraufbeschworen. Den Tod von C16. Jetzt gibt's kein Halten mehr für den jungen Saiyajin. Und die Verwandlung ist perfekt. Die Verwandlung zum zweifachen Super Saiyajin. Und los geht's! So war's aber nicht geplant. Ja, das kriegst du einfach. Maulzell! Mann ey! Wieso immer den Marken, Mann? Ja! Aber hey, Mann, Gohan ist echt flinke. Yeah! Juhu! Juhu! Und der Wurf klappt auch. Geil, Mann! Komm her, Cell. Komm! Was? Ah, dämliche Cutscene, natürlich, wie immer. Und das auch besiegen könnte. Doch, Cell, um mehr zu sein, habe ich das geglaubt. Wieso auch nicht? Na toll, Aura-Modus. Du kannst mich mal! Mich auch. Mann, ey! Komm hier. Mann! Ah, Leute, irgendwie klappt die Steuerung nicht mehr. Mann, Gohan, was treibst du denn da? Hau ihm endlich eins aufs Maul! Ja, schön, die Verteidigung geht schon mal. Meine Güte. Komm schon jetzt. Nein! Ja, jetzt. Mann! Das ist doch einfach eine verfluchte Scheiße! Wenn ich angreife, wacht er aus! Wenn er angreift, versuche ich auszuweichen. Nur klappt es manchmal nicht. Bam! Na. Aura-Modus! Jetzt bin ich im Zug. Und voll daneben. Mann! So, jetzt aber. Geht doch. Warum nicht gleich so? Jetzt bist du fällig, Alter! Yeah, du wirst einen Topf von C16 und von so vielen anderen jetzt bezahlen! Das muss doch wehtun! Scheiße! Bam! Mit dem noch, ich krieg die Krise. Die Steuerung klappt langsam. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und sie geht auf Verteidigung. Haha, abgeblockt. Aua! Mein Zwölflinger da! Oh, Mann! Der hat seine blöden Teleporter. Jetzt rissen wir aber langsam. Dafür die Leute mit das Gier. Ist doch nicht wahr. Wow. Ui, das war knapp. Haha, du triffst nicht. Ich aber auch nicht. Mann, immer dieser Superschlag. Geht's eigentlich flach? Ja klar, er kann ausweichen, ne? Du bist halt abwehren, du bist doch ein Volljournalist. Fehler! Also nur ein normales Kamehameha, aber... Oh. Die Chance muss ich ausnutzen! Das war ein übler Fehler für einen Perfect Cell, hey. Du solltest niemals im Gegenwart eines Saiyajins anfangen zu posieren. Mann! So, langsam steht's. Ja, wir sind jetzt eigentlich raus. Ja, etwa unentschieden, wa? Wow. Das war knapp. Ich soll mich ein bisschen mehr aufs Kämpfen konzentrieren und weniger aufs Reden. Was? Kamehameha mit voller Kraft. Das hast du die Erde zerstört. Na, ganz toll! Was soll denn das, du Spasti? Mann, ey. Kann der denn nicht mal einmal wenigstens fair kämpfen? Von mir aus, wenn unbedingt ganz aufs Maul will, dann kriegt er eben Saures. Und ausweichen! Mann! Leute, ich drück die ganze Zeit auf R2, aber es bringt nichts! Mann! Ich verliere hier gegen Cell, das
glaubt mir noch keine Sau. Jetzt mal Endgültigkeit. Super Kamehameha. Bitte. Welche Schockwelle, Mann. Wer bist du denn schon? Ich bin ein zweifaches Super Saiyajin und tschüss. Wow. Alter, das hat tatsächlich geklappt, ey. Meine Fresse, war das eine Nervensäge. Ich hoffe, er ist jetzt tot. Mann, was machst du? Du musst ihn erledigen, schnell! Was, jetzt schon? Dafür ist noch zu früh, Papa. Ich will noch etwas mit ihm spielen. Ihn schön leiden lassen. Ich krieg dich schon noch, du kleiner Wicht. Dafür krieg ich dich! Volle Power! Ja, aber auch die volle Power nützt dem Großen recht wenig. So sieht's denn aus? Okay, für die Leistung Rang Z ist fast ein Wunder. Okay, gut, ich habe mit relativ wenig, wenn ich sogar sagen, fast keiner Energie gewonnen. Das muss doch belohnt werden, Freunde. So, wie geht's jetzt weiter? Die nächste Story ist... Ah, die ist... Oh, perfekter Cell. OMG. Ja, jetzt haben wir den Salat, hey. Cell wird das perfekte Cell wiedergeboren. Vegeta ist voller Zorn und stellt sich ihm. Ach, du grüne Neune. Ja, was ist jetzt eigentlich passiert? Was stellt man sich jetzt da? Die Frage. Also, es war ja so. Cell hatte gegen Gohan überhaupt keine Chance. Nicht die geringste. Und da hat er sich einfach mal gedacht, ja, ich sprenge mal in die Luft. Da er C18 auch ausgespuckt hat, nachdem ihn Gohan voll eins in den Magen gekickt hat. Natürlich schon, Vegeta ist voller Zorn, weil Trunks tot ist, dazu komme ich gleich. Ja. Oh, so, voller Kampf. Nee, ich kann mich doch nicht gleichzeitig aufs Erklären und aufs Kämpfen konzentrieren. So ist trotzdem mal. Wo war ich stehen geblieben? Genau, Cell. Ja, er ist zurück in seine Imperfektform zurückgewandelt worden. Und ja, da habe ich einfach mal gedacht, ja, ich spreng mich einfach mal in die Luft, weil gewinnen kann ich sowieso nicht mehr. Dann verlieren und so, man kennt das ja. Das sind die bösen Kristalle. Und Goku, er wollte das einfach nicht akzeptieren, er hat seine momentane Teleportation eingesetzt. Und zusammen mit Cell auf den Planeten von Meister Kaio teleportieren lassen. Tja, und was ist passiert? Ganz genau, Cell ist explodiert. Meister Kaios Planet auch, Meister Kaio und Goku sind auch drauf gegangen, aber Cell natürlich nicht. Wieso? Weil er ein Stehaufmännchen ist und dann noch die große Zellen in sich trägt und sein zentraler Korpus oder so war das. Sein Kopf, der wurde nicht beschädigt. Ja klar. Und deshalb konnte er sich wieder regenerieren und da er den Tod nahe war, beziehungsweise fast tot, und so knapp tot ist das nicht rübergesprungen, wie auch immer. Und ich kriege ja dermaßen eins auf die Fresse. Jetzt Vegeta eins auf die Fresse. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, bei Cell. Er hat es regeneriert und hat dabei auch noch Gokus momentane Teleportation abgesaugt. Ach du Scheiße. Da er nun doppelt so stark ist wie zuvor, ist nun super perfekt Cell. Dürfte etwa stärkemäßig auf dem Niveau eines zweifachen Super Saiyajin sein. Also etwas so stark wie Gohan, schätze ich jetzt mal. Und als er zurückgekommen ist, dachte er sich, ja, ich mach mal da weiter, wo ich aufgehört habe und was ich so gut kann. Was hat er gemacht? Ganz genau, er hat Trunks getötet! Dieses alte Arschloch. Oh, jetzt gerade. Ah, ne, geht wieder. Was ist los? Kaspersky oder was? Raps? Nee, auch nicht, egal. Ja, und Vegeta ist jetzt natürlich voller Zorn, weil Cell seinen Sohn getötet hat. Und jetzt stellt er sich ihm im Zweikampf. Im Grunde genommen hätte Vegeta überhaupt keine Chance. Jetzt sieht es auch wieder relativ gut aus. Zu Beginn jetzt hat es wirklich so ausgesehen, als würde mich Vegeta platt machen. Davon nicht was, oder? Ausweichen aus. Klappt natürlich nicht um voll in den Rücken hin. Alter, falter Scheiße. Normalerweise wäre er jetzt tot, hm? Es war ein voll in den Rücken und dann sind sein zentraler Korpus im Kopf oben getroffen worden, also er über die Erzschusszelle, aber natürlich nicht. Wie könnte es auch anders sein? Dieses alte Arschloch lebt noch. Ja, Pech gehabt, Vegeta. Vollen Schlag ins Face, ey. Stirb, Vegeta. Oh nein! Ach du grüne Scheiße.
Ach du grüne Neune. Okay, jetzt ist Vegeta tot. Was Rang Z dafür? Alter, nach welchen Regeln bewerten die das eigentlich? Kapier ich nicht. Ganz ehrlich. Es ist mir zu hoch. Oha, das nächste Kapitel. Vater gegen Sohn. Der letzte Kampf gegen Cell. Aber hat der verletzte Gohan hier eine Chance? Ja, das ist allerdings eine gute Frage, Leute. Weil Cell ist so ein... Ich weiß gar nicht, wie ich den überhaupt bezeichnen soll. Ja, Homo sowieso, aber... Und er ist sowas von hinterhältig, feige und was weiß ich noch alles. Jetzt ist er auch noch auf dem Stärkniveau eines einfachen Super Saiyajins, also den zu besiegen, das wird nicht einfach. Ach du Scheiße. Im nächsten Part von Dragon Ball Z Burst Limit geschieht Folgendes. Cell will sein Vorhaben in die Tat umsetzen und Vegeta ein für alle Mal aus dem Weg räumen. Doch Gohan geht dazwischen und wird dabei sehr schwer verletzt. Er kann seinen linken Arm nicht mehr bewegen. Er hat Cells Stärke leider unterschätzt. In einem letzten erbitterten Fight stellen sich die beiden Erzfeinde ihren wohl härtesten Kampf und zeigen dabei, was sie drauf haben. Gohan setzt sogar seinen Super Kamehameha ein, doch kann nichts bewirken. Im Schlagabtausch wird klar, dass die beiden gleich stark sind, doch Gohans Verletzungen sind zu schwerwiegend. Er will schon aufgeben, doch Gokus Stimme kommt aus dem Jenseits zu ihm und ermutigt ihn weiterzumachen. Cell und Gohan starten ihre letzten und stärksten Attacken. Ein Kamehameha, das wohl die Zukunft der Welt entscheiden wird. Wer wird gewinnen? Kann Gohan die Welt retten oder ist Cell zu stark und wird die Welt vernichten, so wie wir sie kennen? Und was zum Teufel macht Broly hier überhaupt? Tja Freunde, all dies und noch vieles mehr seht ihr im nächsten Part von Dragon Ball Z Burst Limit. Das Erbe des Goku. Ciao zusammen!